Herzlich willkommen zurück zur neuen Runde hier im Let's Play von Fire Emblem Fates Offenbarung. Und oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich wollte gerade wünschen, ich hätte Rena mitgenommen. So hier der Ballista. Ich kann auch garantieren, können die halt nur Schützen verwenden, also die halt ja auch Pfeile haben. Pfeil und Bogen. Ja, also Arena Ballista ist genau das gleiche. Ja, mal schauen, wa? Kane und Kino, wo schicke ich die hin? Ich meine, da durchgehen. Ja, ich weiß nicht so recht. Hier Hindernisse platt machen, wa? Ja, du auch eine Variante. Zum Beispiel hier sagen, okay, zerstören. Okay, bis noch 5. Okay, ich stehe noch mal hin zum Gucken. Die können eh nur 5 Felder. Bringt es eigentlich nicht, wenn ich irgendwo woanders hingehe. Tsubaki schon eher. Und du einfach mal generell sammeln. Ja. Mal schauen, Leute. Mhm. Gar nicht mal so schlecht. Lalala. Das war daneben und das tut weh. Kaden, level up! Man sieht, sie wollen relativ schnell durchkommen. Muss echt gucken, Leute. Der geht logischerweise oben durch, weil er unten gar nicht durch kann. Also machen wir ganz kurz was anderes. Optionen, kann man Option ein. Anzeigen. Ja, was ist das rote jetzt eigentlich das ein oder wie? Weil sonst hätte ich ja gerne, dass alle eins sind außer Asura. Mal kurz testen. Relativ viel Verteidigung. Ja gut, Evi soll es ja machen, von dem her war das schon richtig. Okay, ist auch falsch so. Deine Einheiten anzeigen, ja. Nee, eigenen Zug. Ja. Ja gut, wir lassen es doch so, wie es jetzt ist. Ich meine, sonst müssen wir halt nachher wenig... Wobei die Einheit... Ich muss halt immer wieder dran denken, das Problem. Mal ein bisschen schwächen, warum eigentlich nicht? Obwohl, der kommt bereits nächster. Der kommt bis dahin. Okay, haben wir ganz kurz... Ja. Kann man so schlecht. Nice work. Die Frage ist, kann ich auch klug miteinander kombinieren? Oh, ein bisschen mehr Stärken, Geschwindigkeit. Na gut, meinen sie werden natürlich schon gedoppelt, das ist eigentlich logisch. Trotzdem mal darüber. Vielleicht Keaton war der da relativ viel Defense, natürlich jetzt übertrieben. Man könnte natürlich Takumi hier machen, ein bisschen ballern und dann einen anderen Plan machen, aber was Instant schafft, ist zweifelhaft. Nachher steht plötzlich Asura da, das wird auch doof. So, nochmal geguckt, der kann da nichts hin, nichts machen, nichts hin. Nichts hin aus dem Augen und dem Sinn. Ja, hier Brücke zerstören natürlich schon möglich. Dann kommen die alle hier auch noch anmarschiert.
frage mich, wie wir das am besten machen, weil der kommt doch relativ weit, dieser Rittmeister. Mich nachher hier hinstellen, warum blockieren? Auf 6 Felder. 3, 4, 5, 6. Aha. Wäre eigentlich zu wenig, wa? Das eigentlich hier hinstellen. So machen geht's aber auch. Ja, killt natürlich instant, das will ich eigentlich nicht. Zumindest noch nicht. Jo. Keaton, wie sieht's mit dir aus? Hast du Bock, richtig loszulegen? Oh yeah. Hier so, lecker. 255 Schaden, okay. Wenn dir ja besser schmeckt. Null Probleme, Kumpel. Mach dein Ding. Das macht auch ordentlich Damage, sehr schön. Hier noch ein bisschen reinhauen, dann wäre er fast down mit Oboro, Keaton. Ich mach's mal Keaton. Da kriegt die eine von beiden. Immer auch beachten, es gibt halt immer noch die Chance, dass sie plötzlich durch die Mauer durchbrechen. Wobei, sie haben es bis jetzt noch nicht getan. Was sie überhaupt tun werden, ist demzufolge eher unwahrscheinlich. Kommt hier nicht ganz hin, verdammt. Doppelkatana, falls das passieren würde. Ja, als der kommt, war. Wegen Waffenvorteil und so weiter und so fort. Seelenklinge! Helenas Klinge. What a fool! Sind noch echt die gute, wa? So, jetzt aber eben, ne? Ist trotzdem die Frage. Stahlanzug haben wir trotzdem nur ein Feld weit. Schicke ich beide hin und nur eine? Ich würde sogar sagen, ich lasse Oboro mal. Die hat echt eigentlich mal ein bisschen zu wenig Verteidigung. Vor allem bei dem Level, ey. Und 8 Felder. Ja, da muss ich einen Sack zumachen. Problem ist, kommt der auch, aber muss erstmal durchkommen. Ja, ist auch vernünftig. Auf eine Art und Weise vernünftig. Dann schicke ich auch Takumi wieder zurück, damit er nachher den hier unten benutzen kann. Weil für den hier, klar geht's auch, aber momentan auch noch nicht so dringend. Ich bin einfach ohne Unterstützung. Ja, offenbar schon, wa? Längerer Speer, okay. Damit es auch noch angreifen könnte, falls notwendig wäre. Elise, gibt noch nichts zu tun für dich, wa? Ja. Schau natürlich, du kommst halt sowieso relativ weit. Also hier natürlich wieder relativ viele Gegner, aber es soll dann nach unten durchbrechen. Insofern passt das schon. You have my support. Yeah. Effi bahnt sich ihren Weg. Lalalala. Ja, die machen doch noch relativ guten Schaden. Ey, lustig, dass du gar nicht durch die Mauer durchbrechen wollen. Ich meine, klar werde ich Mauer einreißen. Die Frage ist bloß, wann? Aber jetzt ist erstmal Zeit für den Ballista. Schön alle 3 miteinander. Das wird wehtun. Was? So zum Thema wehtun. Sagen wir mal, da kann man nicht wirklich jetzt hier durch. Tja, offenbar schon. Warten wir jetzt natürlich jetzt für ganz schlau.
das Dorf angreifen. Jojo, wenn eine Variante war. Kann ich lieber... Treffe eigentlich mit allem relativ ungenau. Das ist ja auch relativ doof. Wow. 2 Schaden, lohnt sich richtig, das zu tun. Ja, kommt der nachher wieder. Na, scheiß Eisenaxt. Die sind doch um einiges härter als erwartet. Das scheint zumindest so zu sein. Ja, ich muss ja durchbrechen. Geht nicht großartig anders. Dann kommt Selena an die Reihe. Da nicht und einer von dem Crit, da bin ich direkt weg. Hätte Hayato nehmen sollen, wa? Na, du wärst nachher auch weg. Alter, was ist hier plötzlich los? Mach doch hier plötzlich jetzt mal die Mauer frei. Oh, hier können sie durchbrechen, da geht's gar nicht. Lustig, lustig. Lass die einfach. Das ist also zweit. Ich komme momentan einfach nicht durch. Das ist das Problem, so wie es aussieht. Was, wenn der mir nachher das Dorf kaputt macht? Das sieht irgendwie so gefährlich aus, als dass ich irgendwie vorhätte. Keaton hat ja schon Power. Was will er sagen für einen Zug? Zug 3. Er hat doch das mit Ungerade. Genau, also ihn eigentlich da wäre schon geil. Der Panzerbrecher wirkt einfach auch nicht. Das ist doch echt ein Beschiss, Freunde. Kommt nachher der da noch. Der zwar nicht so weit marschieren kann, aber trotzdem so relativ stark ist. Dankeschön, Case. Die brauchen natürlich nach noch einen General hier. Das Scheiße, das ist keine Stahlaxt. That was easy. Die Stimme, hey, so tief. So tief und unheimlich. Lieber Sonnenfest direkt. Healing! Ja, was den Rest betrifft, bin ich immer noch ein bisschen zu sehr unentschlossen. Muss man dann so sagen. Gehen wir mal hier rüber. Ich muss schon ihr diejenigen sein, die hier ein bisschen reinhaut. Aber Elise muss natürlich heilen. Problem ist, wenn ich hier Heilung mache, ich muss im Feld dran sein, wa? Ja, ihre Heilung klappt nicht anders. Das heißt, eigentlich Michael kurz hochholen. Dann kurz heilen. Und Asura wieder marschieren lassen. Ich kann dabei noch ganz kurz noch ein bisschen kombinieren. Geschwindigkeit plus Verteidigung. Ja, kann nie schaden. Doppelkatana jetzt sogar zweimal. Okay. Nö, lassen wir so wie es ist.
Erkenbrühe mit dem Langspeer, aber ganz ehrlich, ey, da kommen wir da niemals direkt drauf gehen. Natürlich ist das Problem, gut, es ist ein Axt gegen Axt, also was soll schon passieren, genau. Nicht viel, danach kommt die Magie zum Zuge. Also man merkt schon, diese Schwächungen, die bringen so bei schwächeren Gegnern. Alter, 96% gegen die Rüstung down gegangen? Der Shield ist down gegangen. Irgendwie plötzlich... Machen sich bezahlt, yeah. Fähigkeiten, ja, also dafür sind Ritter Level 9 ist. Okay, die wollen es echt wissen. Natürlich treffen beide. Musste ja so kommen. Dragon Power. Es kommen immer die krasseren Typen. Gut, bis der jetzt da oben ist, dauert es noch. Relativ lange sogar. Ja. Achso, kann ich sagen. Weil Ballista bringt hier sowieso nicht viel, also muss er mal angreifen. Ich hab nichts, was ihn direkt killt. So eine Scheiße. Eine kurze Pflege. Mit Elise! Tja, also mal die Stärke ein bisschen erhöhen. Vielleicht mit Keaton im Kombi. Da wird es sogar klappen. Das für Geschwindigkeit. Ja, das ist doppelt. Was aber ich für sowieso. Aber ich brauche nicht viel, ein bisschen Speeden, schon hätte ich ihn. Mann, ich bin der Falsche. So, Futsch Yumi. Du bist futsch, sagt das Yumi. Und tschüss, Mann. Ah, fast Level 20. Hätten wir beinahe geschafft. So, nun ist zum Glück nichts passiert. Das heißt, er kann eigentlich mal anfangen, entweder Camilla runterzuschicken oder aber mit der Feuerkugel rumzuballern. Du. Geht alles nicht, scheiße. Diese Feuerkugel bringt es nicht. Ja, geht schon. So, hier mal durchballern vielleicht, zerstören, bringen fast down. Oh, warum eigentlich so kompliziert war? Kann er so angreifen. Ein bisschen Fimbulwinter-Action. Oh yes. Ja, so bin ich. Halt, muss man ganz kurz gucken. Wer hat eigentlich von der ganzen Truppe hier ein bisschen die scharfen Klingen? Na, Panzerbrecher hier. Super, die brauche ich eigentlich hier noch. Kriegt ihr es denn zusammen nicht hin? Nö, keine Chance. Ich will tun noch eine Variante, einfach abhauen. Evi blockt sowieso nochmal eins ab. Also hier oben muss er noch nicht jetzt platt machen, da hat noch Zeit. So ein bisschen mehr Schaden hier. Tsubaki, nee, nicht wirklich, war. You're not down yet. Und Aurora wächst über sich hinaus. Level 17. So, Angriff geht natürlich noch. Okay. Ich habe noch... Ja, Blütenfest mich selbst war, geht ja gar nicht. Mit das da gehen wir uns damit so nah ran. Wenn ich da irgendwie jetzt aufbreche, ist sowieso alles am Arsch.
Ja, wobei eben aufbrechen geht natürlich schon, aber ob es viel bringt, ist die andere Frage. Das stimmt leider so. Ja, jetzt oben hier muss ich halt flüchten. Geht nicht großartig anders. Und nochmals heilen. So. Ich weiß, er kommt wieder, aber ich habe jetzt einen vollen Schild. In diesem Sinn, ja. Wird uns auch kaum Schaden machen, aber es geht ja noch. So, was haben wir jetzt hier eigentlich noch übrig? Elise nochmal ganz kurz spielen lassen. Bringt nicht viel, weil ich muss es bei ihm machen. Den bewegen, sie nochmal angreifen lassen, die gute Oboro. Ich weiß, ein bisschen Verschwendung. Aber das könnte auch schlimmer sein, als es gerade aussieht. Ja, auch hier war. Ein bisschen für Case singen. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, wie ich ein bisschen vorgehen sollte. So, noch kurz einen Zug erwarten. Dann ist der Part mal vorbei, Leute. Vor allem der letzte Part so übelst lange war, müssen wir heute ein bisschen kürzer machen. Ey, viel Schild, der fehlt echt. Wow, 3 Schaden. Ist das krass, ey. What are you doing? Stahlschwert. Stahlaxt. Aua. Das war ja klar. Dass sowas passieren muss. Jo, Freunde, mal danke fürs Zusehen. Nächster Part also hier noch ein bisschen gucken, wer welche Gegner platt macht. Auch natürlich wegen Erfahrungspunkt, logischerweise. Und dann sind wir natürlich uns, jo, im nächsten Mal wieder. Mal gucken, wie wir das mit Silas machen und so weiter und so fort. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Mal schauen. Bis dahin, tschüss.